Morgen, liebe Karts-Freunde. Wie bekannt liebt man als Schweizer Goldreserven. Ich habe nicht mehr so viel Gold. Gold kriegt man, indem man jeden Tag spielt, Packungen öffnet und die Belohnung, die Tagesbelohnung, die Aufträge, die Kisten und so gut pflegt, kriegt man Gold. Dann lacht das Schweizer Herz, das so als am Rande. Heute bauen wir ein Deck, das sich um Pläne und Explosionen aufbaut. Das sind zwei neue Möglichkeiten mit der Sommererweiterung. Ich habe im Vorfeld schon mal geschaut, wer sich da besonders gut zum Kombinieren eignet. Das ist zum einen England, weil die haben die ganzen Pläne, und die Sowjetunion, die haben die ganzen Explosionen. Was wir jetzt da brauchen, ist einmal den Plan. Und wie man sieht, haben wir hier eine Elite-Karte. Deine Pläne kosten eins weniger. Wenn du einen Plan spielst, fügt deiner Hand eine Explosion hinzu. Das ist genau das, was wir benötigen. Plus diese Royal Susi da. Da machen die Explosionen einen Schaden, und wenn ich einen Plan habe, ziehe ich eine Karte. Eine Produktion gibt mir einen Kredit. Die brauche ich. Da haben wir hier noch eine Elite-Karte, die genau diese Spielweise unterstützt. Geplanter Angriff brauchen wir auch. Den brauchen wir nicht. Den auch nicht. Und die sind sicher auch gut genau für diese Art von Spiel. Die geben mir eine Explosion und einen Plan. Nehmen wir die gleich mal viermal mit rein. Und hier noch zweimal. Dann haben wir hier die Explosion. Da kommen jetzt die Russen ins Spiel. Da werden wir diese Karte sicher benötigen, weil jede Explosion verursacht beim zufälligen Gegner einen Schaden. Wo haben wir noch da? Füge deiner Hand zwei Explosionen hinzu bei Zerstörung. Leichtinfanterie und oder Explosion brauchen wir nicht. Leichtinfanterie und deiner Hand eine Explosion brauchen wir auch nicht. Wenn eine verbündete Einheit in diesem Zug zerstört wird, füge deiner Hand eine Explosion und eine Produktion hinzu. Das vielleicht dann schon. Dazu brauchen wir dann, jetzt haben wir schon 20 Karten rund für die ganzen Explosionen und Pläne. Was jetzt sicher, jetzt brauchen wir noch was für das Anfangsspiel. Die Karte gefällt mir auch sehr gut. Habe ich dann 3 Befehle vom Gegner. Hier kann ich bei den ganzen Rusher mit einem Kredit, zwei Kredit, 2 Punkte Schaden verursachen. Ich würde gerne noch diese Wache mit reinnehmen, damit ich eigentlich eine Einer-Wache habe plus eine Garnison, die auch wieder als Wache fungiert. Dann kann ich das Anfangsspiel ein bisschen hinauszögern. Und dann brauche ich da bei den Russen dann noch ein bisschen Wachen. Diese Wache macht auch Sinn. Sie hat zwar keinen Angriff, verursacht aber 3 Schaden bei den Einheiten, die sie zerstören und Schaden verursacht haben. Also wenn der Gegner die Karte nicht kennt, kann es sein, dass er mehrere Einheiten verliert. Dann geht es da weiter mit, oder diese Einheit ist auch wieder zurück aus dem Pool. Sobald sie einer anderen Einheit Kampfschaden zufügt, wird diese Einheit zerstört, hat aber selber nur 3 Lebenspunkte. Dann müsste man dann die Lebenspunkte versuchen zu erhöhen. Die nehme ich jetzt nicht mit rein.
Oder doch? Ja, ich nehme sie mal mit rein. Dann werden meine Wachen gepusht. Vor allem die günstigen Wachen. Die Schrägformation habe ich auch immer gerne mit dabei. Diese, diese Gegenmaßnahme ist im späteren Spiel interessant, weil es gibt eine kräftige Lufteinheit. Diese Wache macht immer Sinn, weil sie den ganzen Schaden, der direkt dem Hauptquartier zugefügt wird, neutralisiert. Das sind da die ganzen Mischler und Marinespieler und die Japan Rusher. Kann man da recht gut ausbremsen damit. Diese mit Hinterhalt und Schock finde ich auch spannend. Sie wurde zwar genervt von 4-4 auf 3-4, aber mit dem Schock kann ich immer noch 3 Schaden problemlos verursachen. Habe ich auch gerne mit im Deck, weil sie auch wieder eine Garnison hinzufügt und 6 Verteidigung hat, wenn ich dann die Angriff gleich Verteidigung Karte drin habe. Der neue Meteorflieger, der ist ganz heftig, weil der verdoppelt immer Angriff und Verteidigung bei jedem Angriff und wird dann wieder ins Deck gemischt. Also wenn der ein paar Mal kommt, dann geht das ganz schön ab. Ähm, Effektschaden um 1 erhöhen, das weiß ich nicht, ob das mit Explosionen, nein, vermutlich nicht, von Einheiten verursachter Effektschaden, es geht vor allem um die Kommandos. Diese beiden Kanonen, die benachbarten Einheiten plus eins, also Bodeneinheiten plus eins geben, die ist fast Pflicht bei einem britischen Deck, meiner Meinung nach. Die 70. Brigade ebenfalls, weil ich erstens 2 Verteidigung für das Hauptquartier bekomme und eine zusätzliche Karte ziehe. Hat einen doppelten Nutzen. Da nehmen wir noch 2 mit rein. Generiere ein zusätzliches Keyword. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich eigentlich das Deck voll habe, aber diese Karte würde ich gerne noch mit reinpacken. Der ist eigentlich auch interessant. Passt jetzt nicht mehr in meine Strategie. Die wäre interessant. Habe ich auch keinen Platz mehr. Die gehört eigentlich auch ins Deck, weil jedes Mal, wenn eine Einheit überlebt, füge ich meine Nachschubline eine Garnison hinzu, verursacht wiederum einen Schaden am gegnerischen Hauptquartier. Der wäre auch cool. Flieger habe ich Flieger? Ich habe keine Flieger. Der wäre auch noch, aber der ist sehr teuer für seinen Nutzen. Aber wäre natürlich auch. Aber jetzt habe ich ja schon 3 Karten zu viel. Das heißt, ich muss irgendetwas aussortieren. Die möchte ich eigentlich alle drin haben. Der auch. Nehmen wir diese Konterkarte raus. Und jetzt fehlen noch 2. Vielleicht da noch eine weniger. Und hier eine weniger. Dann habe ich diese 40 Karten, keine Flieger, ein paar Wachen und diesen Oxford-Flieger drin, der die Wachen pusht. Mal sehen, ob sich das ausrechnet. Nennen wir das Deckplan Explosion und gehen in den Test. Kartenrücken
Nehmen wir da Großbritannien, Schlachtfelder, Tunis. Und bevor ich es vergesse, die Effekte wieder einschalten. So. Sonst ist es dann unter der Spielrunde ein bisschen. Ich habe vorher noch das Scharmützel angesehen. Und los geht's, Plan Explosion. Gegen echte Spieler, damit wir auch was lernen. Gegen die Metaspielen. Also wir haben einen deutschen Spieler. Ja, der muss eigentlich weg, zu teuer. Die sind eigentlich alle zu teuer. Ich brauche irgendwas mit 1 und wenig. Deutscher Rush-Spieler, das heißt, ich brauche unbedingt irgendwann eine Wache. Mache hier 2 Schaden. Und hier mache ich 1 Schaden. Der bekommt jetzt einen Buff, wenn er seine Karte hat, oder kommt in die Front und macht 1 Schaden. Hier kommt er in die Front, okay. Dann will er den noch ein bisschen schonen. Okay, ich zerstöre den jetzt. Passt. Habe ich 8 Karten, dann habe ich 9. Ich brauche unbedingt dringend eine Wache. Ich habe ja günstige Wachen drin. Der wird jetzt versuchen, diesen Panzer zu buffen. Okay. Immer noch keine Wache. Dann mache ich hier mal 1 Schaden. Dann mache ich hier 2 Schaden. Und gehe hier in die Front. Habe ich da 8 Karten. Dann wird die nächste Karte diese sein. Jetzt kommt der mit der heftigsten deutschen Karte. Hier haben wir eine Wache. Dann geht der jetzt rein. Der hat noch Schock. Wenn der jetzt in die Front geht, hat der schon +1. Und er geht in die Front. Jetzt müsste ich... Habe ich nicht. Also der muss dann weg. Das heißt, ich nehme so an. Der macht mir jetzt hier 5 Schaden. Ich denke nicht, dass er die Einheit noch reparieren kann. Oder retten kann. Das ist eine interessante Karte, die sehe ich nicht so... Finde ich jetzt nicht so interessant. Okay. Wenn der jetzt auch noch in die Front fährt, hat er hier schon 7 Angriff und meine Einheit ist weg. Okay. Äußerst spannend. Dann zerlegen wir.
Und gehen hier in die Front. Will ich das Hauptquartier schützen oder will ich die... Ich will mein Geschütz schützen. Und zwar so. Also kann ich die nächste Wache, kann ich wieder links. Jetzt müsste er eigentlich ja diesen angreifen, damit sie überleben. Wenn er hier angreift, ist seine Einheit tot. Okay. Sehr, sehr spannend. Der hat jetzt noch die eine mögliche Sissi oder so. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Wir krallen uns den. Ah. Hat eine schlechte Verteidigung, hat auf ein schnelles Spiel gehofft. War nichts. Aber ich konnte jetzt meine ganzen Pläne, Explosionen gar nicht richtig zeigen. Hoffen wir, dass ich beim nächsten Deck ein bisschen besser kann. Okay, was haben wir hier? Einen Amerikaner spielt, der ist zu teuer, den brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit. Soll ich das so stehen lassen? Nein, nein, ich möchte gern günstigere Einheiten. Okay, was spielt der? Der spielt da. Kann sein, dass das auch dass er versucht schnell zu spielen. Dass er schnell spielt mit Regen, also dass er mit Anzack spielt, vielleicht sogar. Und jetzt habe ich ja da meine 3. Diesen könnte ich ihn. Ich nehme trotzdem ihn mit rein. Okay, wenn der in die Front geht, kriegt der. Also ich kriege jetzt so 3 Schaden, wenn ich hier. Das machen wir jetzt. So. Dann ist seine Starthand schon mal weg. Dann kann ich den mit einer Wache schützen. Okay. Dann gehen wir hier mit einer Wache rein. Und mit diesem Geschütz. Das hat dann 3 Schaden. Okay, habe ich noch eine Wache? Da habe ich noch eine Wache. Das klappt. Er hat schon 6 Credits und jetzt hat diese. Ich zerstöre die ganze. Das klappt bitter. Das war jetzt auch nicht so gut. Okay, deine Explosion verursacht einen Schaden. Wir gehen mal hier hin.
der wird mir jetzt diese Einheit zerstören müssen, aber mit dieser da. Oder so, geht auch. Regen, das heißt, er will seine Einheiten verteidigungstechnisch aufbauen. Der hat mir jetzt mein Geschütz zerstört. Habe ich nicht so gerne. Wir kommen hier mit rein. Und so geht das. Wenn er jetzt die Karte spielt, die in der Verteidigungslinie 4 Schaden macht, habe ich ein Problem. Welche Einheit er unterdrückt meine Waffe. Jetzt hat er gerade eine gute Karte zerstört. Naja. Okay, jetzt spielen wir diese. Da kann ich meine... Da muss ich jetzt 2 Schaden machen. Und nochmal 2 Schaden machen. Und nochmal 2 Schaden machen. Und nochmal 2 Schaden machen. Dann gehe ich hier in die Front und hier kommt meine nächste Wache. Blitzkarte und ein Blitzbomber. Den Bomber kann ich jetzt nicht blocken. Ich habe ja selber... jetzt kommt er mit Sturm. Dann will er den Angriff erhöhen. Also ich gehe hier sicher mal in die Front. Ich brauche eine zusätzliche Karte. So. Ich brauche... Also der verursacht plus 1 Schaden. Okay. Da muss mal der Bomber weg. Und... ich hätte doch diese spielen können. Spiele jetzt aber diesen da. Und gehe mit dem in die Front. Dann muss er zuerst diesen angreifen und nicht diesen. Dann hat er schon Kredit verschwendet. Wenn ich diesen... der unterdrückt mir jetzt meine Supereinheit. Da muss der mal weg. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, der muss trotzdem weg. Und zwar damit. Aha. Das ist der haargenau, was er wollte. Das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Okay, das ist ein wacher Schock. Ich nehme mal den mit rein.
und ziehe eine Karte und nehme den mit rein. Auf dieser Seite, auf dieser Seite, auf diese Seite und spiele diese eine Karte. Wenn er mir jetzt eine Einheit angreift, kriegen alle +1 und er kann mir keine Einheit zerstören, haben alle genug Leben. Plus, der hat sogar Hinterhalt. Okay, das war jetzt unerwartet. Ah, der zerstört mir jetzt mit seinem Panzer eine Karte. Also diese eine Karte. Irgendeine von diesen 3 Karten. Und dann hat er dann noch ein zweites Mal. Der wird jetzt seinen Panzer setzen. Seinen Bomber setzen. Karten habe ich noch 20. Ja, der wird mir jetzt eine zerstören und den Bomber bringen. Und dann ist diese Runde eigentlich verloren. Egal was ich jetzt setze, hat er nochmal so einen Bomber und mit dem da zerstört er auch noch. Der macht jetzt da ein bisschen Schaden. Mit dem zerstört er mir ja mindestens 2 Einheiten, also noch einmal so ein Bomber, plus der zerstört jede Einheit, die ich setze. Ja, der hat jetzt Hinterhalt, bringt nicht so viel. Zerstört er diesen. Mit dem zerstört er diesen. Ah, okay. Da kann er hier angreifen. Könnte er angreifen. Macht er nicht. Setze den und greife den noch an. Jetzt muss ich eine Karte abwerfen, habe aber keine mehr. Jetzt zerstört er mir diese Einheit oder greift. Ah. Ja. Kann ich da jetzt leider nicht zerstören. Explosion. Ich nehme eine Explosion.
Okay, dann haben wir hier unterdrücke alle feindlichen. Bringt zwar nichts, aber ich kann sie mal unterdrücken. Hier noch in die Front. Hier noch ein Plan. Sich noch eine Karte. Ah, hätte da jetzt noch einen Flieger. Bringe jetzt noch diesen Flieger. Dann hier. Zack, bumm. Dann hier. Zack, bumm. Und hier. Zack, bumm. Zug beenden. Good game. Jetzt kann ich hier den Flieger zerstören und das Hauptquartier. Ja, habt ihr gut gemacht. Eine Runde habe ich gewonnen. Die Synergie konnte ich ja zeigen. Ist jetzt nicht ultimativ schlagkräftig, das Deck. Aber ja, so als Idee zum Nachbauen oder so passt es schon. Dann danke ich doch vielmal zum Anschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.